Also Eritrea, das liegt Richtung Afrika, oder ist Afrika. Die Leute haben nicht unbedingt viel Geld. Es ist ein relativ armes Land, so viel man ist. Es ist trocken. Sie haben nichts zu futtern, sie haben nichts zu trinken, mehr oder weniger. Ausser die Reichen, die mit den dicken Bäuchen, die haben natürlich alles. Weil es gibt immer die zwei Gruppen, die Dicken und die Dünnen, die Armen. Wenn mich nicht alles täuscht, haben die dort unten nicht so eine gute Lage, also wie soll ich sagen, kriegsmässig, sind glaube ich nicht so gut gestellt. Ist das dort gewesen, wo sie die Mädchen entführt haben? Ist das dort gewesen? Nigeria ist das gewesen? Ah, okay. Ja gut, eben im Gegensatz zu uns, wir leben natürlich im Luxus, wir haben alles und die haben eigentlich nichts. Eben ausser die andere Stufe, die Politiker und so, die alles steuern, die haben natürlich alles. Mehr fällt mir. In der Hoffnung, dass es bei uns besser haben. Wobei die Lage, also, sieht nicht besonders gut aus, denke ich. Die einen vielleicht schon. Ich meine, es hat ja sicher auch Studierte von diesen Leuten, die etwas können, die manche von uns in den Schatten stellen. Aber die kommen einfach die Chance nicht über. Oder? Auch wegen dem Papier, ob das Papier überkommen in der Schweiz, um langfristig da zu bleiben. Und als Flüchtling, denke ich, sind sie grossenteils abgestempelt, weil sie eben Flüchtlinge sind. Oder? Und ob sie in der Schweiz bleiben wollen, das ist wieder eine andere Frage. Weil die meisten wollen ja Richtung Deutschland oder Richtung norwegische Länder raufgehen. Warum auch immer, weil es dort oben besser ist, ich weiss es nicht.